Und bitte nun die Jacken und Messer herzlich willkommen heißen. 3, 3. Heute zeigen durfte, da habt ihr lange gelernt, bis das soweit war. Und ich muss sagen, ihr seid die schönste Prinzengruppe, die wir je gehabt haben. Gucken wir uns noch mal um hier. Ist das nicht toll, wie die sich alle rausgeputzt haben? Dass hier unsere Prinzessinnen und die Prinzen habt ihr sehr schön gemacht. Ich wüsste nicht, wo ich das lieber eröffnen würde, dieses Heimkehrfest, diese offizielle Eröffnung als hier mit den Kindern. Denn die Kinder gehörten jahrhundertelang dazu. Nicht so in diesen schönen Kleidern, sondern richtig für den Wald angezogen, ging es morgens um 6 Uhr zu den vereinbarten Terminen. Die wurden ja festgelegt, wann man in den Wald durfte zum Heidelbeerzopfen. Ging es in den Wald und abends kam man zurück und hat verkauft unten am Hirsch unten und hat den Händlern wieder das verkauft, was man gesammelt hat. Vielen Dank, liebe Gäste, dass Sie alle heute zu uns gekommen sind. Herzlichen Dank dafür, dass Sie diese Woche auch vielleicht zu Juli geschaut haben, gesagt haben, wie wird's denn? Aber wir haben schönes Wetter bekommen. Dafür auch vielen Dank nach oben. Ich darf, und darüber freue ich mich, das gehört dazu auch, Ehrengäste begrüßen, und ich begrüße Frau Bürgermeister Petra Nüch heute bei uns als Ehrengast unserer Veranstaltung. Ich begrüße den stellvertretenden Bürgermeister von Wildbad, Herrn Jochen Bornisch, der nachher auch ein Grußwort mit der Namen der Stadt sprechen wird. Aus Wildbad, das freut uns besonders, dass da Gäste wieder gekommen sind. Gleich mehrere. Herr Frank Krieg vom Staatsbad Bad Wildbad, herzlich willkommen. Sie sind auch das erste Mal da. Ja. Und die anderen, die ich jetzt nenne, auch, das sind Herrschaften, die neu sind in der Region. Herr Renes Kiba vom Landrat am Kalf, unser neuer Tourismusbeauftragter. Er kann mal gleich sehen, wie das so auf einer kleinen Gemeinde zugeht. Und was du siehst mit den Altburgern, und deshalb freue ich mich, dass der Ehrendirigent der Altburger Günter Kübler heute bei uns ist. Herzlich willkommen. Und jetzt darf ich bitten um die Grußworte. Sprechen Sie zuerst, verehrte Frau Bürgermeister. Ein herzliches Willkommen bei unserem Fest hier in Enzklösterle. Ja, Sie wissen ja, dieses Fest hat Tradition hier inzwischen. Die Heidelbeere, das blaue Gold des Waldes. Ja, eine ganze Menge verbindet man damit. Früher war das eigentlich eine ganz, ganz harte Arbeit, diese Heidelbeeren zu zupfen, nämlich nicht zum Spaß, sondern weil es einfach notwendig war. Die ganzen Familien sind rausgegangen in den Wald und haben mühselig die Heidelbeeren gezupft, gezopft, wie man sagt, haben sie verkauft, und das war notwendig für den Familienunterhalt. Ich gehe nach ins Klösterle zurück, und so habe ich festgestellt, also ein Johann Erhard, das war ein Urgroßvater von mir, der muss so um 1850
hier im Instal, eurem heutigen Insklösterle, schuldig gewesen sein. Also so sieht man, die Welt ist klein und ich freue mich auch wirklich, dass wir das hier ein Stück weit gemeinsam machen können. Wir in unserem Instal hier, sei es von Höfen bis ins Klösterle, über Wittwald natürlich im Weg. Wir verbinden uns mit unseren Flechten und ich muss sagen, gerade hier ins Klösterle, was hat es hier jetzt für einen Haufen Wildware und Palmbach? Die Grüße von der Stadt Wittwald. Ja, und das Heidelbeerfest in ins Klösterle, das habe ich mir sagen lassen. Das ist ja die Initiative von unserem lieben Herrn Schäfer. Vor 15 Jahren haben sie es begonnen. Also, liebe Petra, nicht herzlichen Glückwunsch. So ein Motörchen, das kann man in jeder Gemeinde gut gebrauchen. Ich habe es einfach gemacht. Ihr dürft gerne sowas sagen, aber ich habe was mitgebracht. Ich habe ein Gedicht mitgebracht, die Heiberleute aus der alten Zeit. Das ist von Renate Kapper. Und das wollen wir vorlesen. Jede, wenn es Ihnen recht ist, jede die Hälfte. Sie haben es noch nicht gelesen vorher, es ist ganz neu, ich habe es auch erst ganz neu. Können wir es gut lesen, es ist in einer wunderschönen Schrift geschrieben. Geht's gut? Also dann. In vielen Büchern ist zu lesen, wie einst der Beerensommer gewesen. Die Beerenernte war in früher Zeit für die Familien unserer Orte eine Notwendigkeit. Ein Arbeiter verdiente 50 Pfennig pro Stunde. Man sparte sich alles, aber vom Munde. Karg war das Leben um die Jahrhundertwende. Deshalb regnen im Sommer die Frauen ihre Hände. Sie gingen mit ihren Kindern, ob jung, ob alt, zum Beerenzopfen um 6 Uhr früh in den Wald. Bis zu 60 Pfund Beeren konnte ein Korb fassen. Den trug die Frau auf den Kopf, ohne ihn fallen zu lassen. Den ganzen Sommer gezupft, der Rest mit der Reffe abgelupft. Das ging ins Kreuz, in die Knie und den Rücken, einen ganzen Sommer lang täglich pflücken. Der Händler zahlte an der Sammelstation etwa 20 Pfennig pro Pfund als Lohn. Davon konnte man Kleidung und Nötiges kaufen und keiner musste mehr barfuß laufen. So trugen die Frauen einen wichtigen Teil zum Lebensunterhalt der Familie bei. Damit ihr die Geschichte der Heiberleute nicht vergesst, feiern wir jährlich das Heidelbeerfest. Und manche Oma erzählt ihren Enkelkindern, wie Heidelbeere half, unsere Not zu lindern. Vielen Dank. Diesen Kamm, das ist die Reff oder Reffe, mit der man die Heidelbeeren in größerem Umfang vom Stamm oder vom Strauch lösen kann. Und die Reffe bekommt die neue Heidelbeer-Prinzessin von mir überreicht als Zeichen, dass sie nun im Amt ist, dass sie als Heidelbeer-Prinzessin für dieses Jahr hier einige Auftritte bei uns hat und es kommt die Krone. Wir begrüßen die neue Heidelbeer-Prinzessin Jasmina, die Heidelbeer-Prinzessin 2012. Wünschen wir, dass sie viele Menschen Freude bringen kann mit ihren Auftritten. Wir haben das mehrere, wenn hier die Konzerte sind. Und das ist immer ein schöner Einzug und eine schöne Erinnerung. Wohlgemerkt, es gab es damals nicht. Wir haben diese Prinzessin geschaffen. Damals hatte man dazu wahrscheinlich weder Zeit noch Geld. Aber seit man dann etwas aus dieser Armut rausgekommen ist, man hat in den Tälern des Schwarzwalds angefangen, die Luft zu verkaufen. Dann wird es besser bei uns. Die Heidelbeer-Prinzessin sein zu dürfen, es ist mir eine sehr große Ehre. Und ich möchte mich erstmal auch bei Denise bedanken für die Übergabe und bei Ihnen, Herr Schäfer, da die Heidelbeere schon lange auch eine Tradition hier in unserem Tal ist. Vielen Dank. Danke, es war uns eine große Ehre, letztes Jahr das Amt der Heidelbeer-Prinzessin übernehmen zu dürfen und freue mich jetzt sehr, dass wir eine so tolle Nachfolgerin als Heidelbeer-Prinzessin gefunden haben und ich hoffe, sie hat viel Freude in ihrem Amt als Heidelbeer-Prinzessin. Ja, Dankeschön.
Spaß gemacht. Deshalb, liebe Kinder, ein großer Applaus für diese Baunummer Zauberei. Prinzessin sein zu dürfen. Es ist mir eine sehr große Ehre und ich möchte mich erstmal auch bei Denise bedanken für die Übergabe und bei Ihnen, Herr Schäfer, da die Heidelbeere schon lange auch eine Tradition hier in unserem Tal ist. Vielen Dank.